macht Lärm für Valerio Moser! Ich frage mich jetzt sicher, wie ich in dieser Situation gelandet bin. Wir gucken zurück einen ganzen Monat vor meinem Dudestag, vor meinem krassen Dudesacker, vor Dudesokalypse. Ich kann ein nichts machen, heute bleibe ich einfach liegen. Plötzlich realisiere ich, shit, ich bin jetzt 33. Ich bin jetzt, glaub's, erwachsen. Das checkst du immer zu spät, es ist nie jemand vorbeigekommen, hat die Hand geschüttelt, eine Medaille um den Hals gehängt. Voilà, Gratulation, ihr seid jetzt erwachsen, aber jetzt dürft ihr nicht vergessen, immer am Dienstag das Kartonbündeln und vorher die Strasse stellen, gell? Nein, Erwachsene, das sind doch die das Leben voll im Griff haben, Rechnungen zahlen, Krawatten binden, die wissen alles, sind fehlerlos, selbstsicher. Die machen Business, bis hier steht. Ich aber, ich bin das komplette Gegenteil davon. Ich bin hure unsicher. Ich mache die ganze Zeit Fehler und ich bin ein bisschen business-scheu. Okay, Valerio, you little grown-up, you little Herr Moser, macht doch mal etwas Erwachsenes. Kommt, Herr Moser, kommt! Es ist soweit. Ich bin parat für Altersvorsorge. Ich rufe also ganz seriös meine Mami an. Bei einer Bank. Ich rufe also ganz seriös meine Bank an. Altersvorsorge, was habt ihr gedacht? Erste Säule, zweite Säule, dritte Säule. Vielleicht noch eine zweite, dritte Säule, falls die erste, dritte Säule nicht genug gute Säule ist. Dritte Säule 3a, 3b, dritte Säule nur zur Sicherheit. Denkt dran, Deckungslücke, aufpassen, Obacht. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Gibt es eine zweite, erste Säule? Oder eine dritte, erste Säule? Oder ist die erste, dritte Säule das gleiche wie die dritte, erste Säule? Steht die zweite Säule im Durchschnitt wirklich in der Mitte? Ihr hört, ich habe keine Ahnung, was Altersvorsorge für ein komisches Gebäude soll sein, aber für mich dort das Haus ein bisschen gewackelt. Kann ich dort das Geld drauf einzahlen? Ja klar, ich diktiere noch schnell eure IBAN-Nummer, Zeli Christoph und Havi Henrietta Hugentobler, also nur eins haben, Havi Henrietta oder Havi Hugentobler, nicht beide, gell? Und dann ein 0 und ein 9 und nach dem 9 nochmal ein 0 und nochmal ein 0, also 2 0 nacheinander, also 0, 9, 0, 0 und dann nochmal ein 0, nochmal ein 0, nochmal ein 0, nochmal ein 0, also 4 0, also mit der 0 vorher sind wir schon bei 6 0, also mit der 0 vorher sind wir schon bei 7 0, aber das 9 inzwischen nicht vergessen, gell? 3 0, 2, 5, klar, so weit, super, weiter 1, 1, also nicht 2, 1, also nicht ein 1 und ein 1, sondern nur 1, 1, eben 1, 1, ein 9, ein 6 zum Schluss noch meine Lieblingszahl, das 8. Habt ihr es? Könnt ihr einfach darauf einzahlen, nicht vergessen, das, was ihr einzahlen gehört die nächsten 30 Jahre uns, das seht ihr bis dann nicht mehr. Und wir schicken euch gerne als Formular zum Unterschreiben, müsst ihr einfach am Schalter direkt vorbeibringen. Wir haben unter der Woche jeden Tag von 10 Uhr am Morgen bis um halb 2 Uhr am Nachmittag offen. Mittwoch machen wir Mittagspause von 12 Uhr bis um 1 Uhr, Samstag und Sonntag haben wir zu, auch an 4 Tagen und die Ferien sind von Januar bis April und Juli bis Oktober. Ja, merci. Merci für nichts. Das ist also die sagenumwobene Erwachsenenwelt. Alles so abgeklebt, zusammengeklebt. Alle tun die ganze Zeit so seriös, sitzen sich mega professionell, aber eigentlich sind alle am Basteln. Wer gescheiter im Bett bleiben. Lieber keine Altersvorsorge als das. Ich meine, allen geht doch mal etwas daneben. Allen bleibt mal ein Mail liegen. Und dann schreibst du mehrere Mails, wo drin erklärst, warum dein Mail ist bleiben liegen. Hast du nicht gesehen, ist im Spam gelandet, Posteingang voll, Adresse falsch getippt, nicht auf Senden gedrückt, Hunger jetzt gefressen, Laptop ist wirklich der Leder gerade explodiert. Dabei ist doch allen klar, dass einfach das Mail ist bleiben liegen. Wenn Mails bleiben liegen, dann lass sie doch mal liegen. Es gibt nichts Unschilliges, als wenn man nicht liegen bleiben kann.
Ich bin Künstler, ich weiss, von was ich rede. Hey, ein bisschen mehr Lockerheit würde uns allen gut tun. Erwachsen sein. Wenn sich bei mir grosse Kartonschachteln stapeln, dann denke ich mir sicher nicht, wie ich die am besten bündeln. Nein, dann stellen wir vor, was man daraus für geile, grosse Burgen bauen kann. Als die Bank einen Monat später noch gefragt hat, ob ich die 3 Säulen 3a ins Wett, da hat es mich aber subito gerade wieder in meine Adoleszenz zurückgejätet. Also bin ich in das Bankgebäude reingestürmt und also richtig reingedutzt. So richtig das ganze Büro durchdutzt. Dann haben sie aber so richtig gezeugt. Danke, dass du so konsequent unsere Du-Kultur umsetzt. Die kann ich nicht helfen. Long story short, ich habe jetzt eine 3. Säule und glaube ich das ganze Sparte draufgeklopft. Also alle meine 150 Franken. Ich bin jetzt 33, habe mich nur lang selber durch die Welt geprügelt und verstehe gleich noch nicht, was Erwachsensein genau soll sein. Aber vielleicht kann man ja erwachsen werden und gleich die IBAN-Nummern falsch abtippen, 3. Säule haben und gleich mal ein Mail liegen, seriös tun und gleich vor einem Bündel einen Nachmittag lang hemmungslos geile, grosse Burgen bauen. Und wenn es sein muss, hässig in ein Bürogebäude reinhöntern und alle durchduzen. Vielleicht ist das ja noch viel erwachsener. Danke.